Als AD werde mir das Projekt selbstverständlich mitstimmen. Kann ich noch allerdings sagen, mir hat keine andere Choix, wie mitzustimmen. Ich kann in die Projekte von Huckt, nämlich unmöglich beschwätzen, von nicht auch den Debatte über den Westum Heimat integriert. Da denkt kann ich von den anderen Niklas koppeln. Das war schon für ein Jahr so, der feste Überzeugung von meinem Kollegen im Gast Sibirien und das auch Huckt nach unserer Überzeugung. Über die einzelnen Projekte ist auch schon viel Sinnvolles gesagt gehen, und wir drohen, wie gesagt, das Projekt machen. Am aber permis grundsätzlich Evaluierungen zu formulieren, was die Investitionen an als Infrastrukturen angeht. Als Land hat in den letzten Jahren ein Rekordwachstum erlebt, für allem demografisch. Wenn ihr bedenkt, dass in den letzten Jahren am Schnitt all Jahr zu Lützeburg so viele beikommen sind wie zweimal Gemeinde Dickrich, da muss ich nicht lange noch grenzen, für was wir als Infrastrukturen permanent müssen anpassen. All die abgelisteten Projekte sind dafür sinnvoll und notwendig, müssen aber auch klar am Blick behalten, dass viele von unseren Infrastrukturen heute schon überbelastet sind. Wir sehen, dass permanent an den Lecken die Haiwanen erschaffen, da lebt ihnen all der Stauen, die sich ununterbrochen von unserer Grenze bis an Ballungszentren für den Staat ziehen, sind all der eine Realität. Das kein Seelen nicht, das legt all der bis 2-3 Stunden am Verkehrschaos verlieren. Lebensqualität bleibt auf der Strecke. Es bleibt durch den Rekordwachstum aber nicht nur mit Lebensqualität von direkt auf der Strecke, mir auch die Auswirkungen auf eine ökonomische und finanzielle Situation zu Lützeburg als auch teilweise bedenklich. Man als Land kann eine Möglichkeit, wie als Infrastrukturen durch Millionen an der Gesamtsumme sogar milliardenschwere Projekte auszubauen und anzupassen. Das ist also a priori nicht außergewöhnlich, weil all Land muss das machen. Speziell zu Lützeburg wird froh, packen wir das Investitionen auf lange Dauer oder laufen wir just den Entwicklungen Hand dran, ohne sie anzufangen. Es ist eine Realität, dass viele Projekte, die, wenn sie fertig sind, schon nicht mit den Entwicklungen von der Gegenwart angepasst sind. Als Land wie es demografisch so sehr, dass wir schon den Anforderungen von der Gegenwart nicht nachkommen. Als Norddeputierten denke ich heute zum Beispiel an als Nordstraße. Den von der Regierung geplanten Ausbau können wir nicht Verkehrssituation von Huckt lesen. Wie soll das richten an der Zukunft sein, wenn alltag mehr Verkehr bei uns rackelt? Den Herr Jean-Claude Juncker hat an den 80ern eine Aussage gemacht, die all Jahr mehr an Aktualität gewinnt. Er sagt schon damals, dass das stramme Wachstum nicht genug Resetten an Staatskäse bringt, für überhaupt Nachfolgekosten vom Wachstum zu finanzieren. Alle Infrastrukturen, die der Mensch in seinem Leben braucht, angefangen bei der Maternität und abgehalten bei der Morgue, müssen mitwachsen. Wir sind also gezwungen, immer mehr und immer mehr zu investieren, ohne das Früchte vom Wachstum des Investitionen zufriedenstellend ausgleichen kann. Es kann dafür nicht sein, dass die Regierung weiter auf Rekordwachstum setzt, quasi als einzige Patentlösung für alle Probleme. Wenn wir das Pensionssystem, so wie es funktioniert, erhalten wollen, erfassen, dass wir all Jahr für alle Pensionäre 2,5 Aktiver brauchen, bräuchte man nur in Zukunft schon so weit über 1 Million Aktiver. Und dann müssen in all Jahr 30.000 anders mehr dabei kommen. Ich denke, das ist klar, dass wir gerade da, was das Infrastruktur angeht, nicht packen. Es hilft dann, wir wollen als Land, ähnlich wie Tokio, mit Hochhäusern zubauen, wir auch dann kriegen wir eine gerade Quittung. Auch das soll gesagt sein. Die Wachstumsdebatte ist keine einfache Debatte. Da der hat zwar besonders bei den letzten Wahlen eine ganze Reihe von Pisten aufgezählt, wie in der Wachstum besser kontrollieren kann. Es bleibt aber unumgänglich, dass zusammen mit der Politik überhaupt mal bereit sein, über diese Probleme zu diskutieren. Als Regierung klammert diese Problematik immer mehr aus.
Das wären also ein paar grundsätzliche Gedanken zu der Entwicklung von unserem Land. Es fällt auch an diesem Projekt, dass wir auch beschwätzen, dass der Norden relativ wenig an ihn geht. So wie mir das als ihr gemerkt und appellieren wir auch an diesem Kontext an die Regierung, Dezentralisierung zu hören, an den Norden, an den Osten vom Land nicht zu vergessen. An den letzten Jahren als aber das der Konträr geschieht. Service gehen aufgebaut oder zentralisiert. Konnte ich so zum Beispiel, für das Beispiel zu hören, klären, an den Register gehen, mussten Leute, die dort schaffen, am Register wie auch erklären, all darauf dicklich schaffen. Wenn wir aber wollen, wie klein steht, wie Klief, Hausen, Wols oder Ölven, lebe ich an attraktiv behalten wollen, dürfen wir nicht auf die Weg gehen, für Service weiterhin munter aufzubauen. Das ist also ziemlich schlimm, wenn ich bedenke, dass viele von denen Service ganz oder zum größten Teil aus staatlicher Hand sind. Hier soll die Staat seine Verpflichtung nur kommen, eine Lebensqualität auch für den ländlichen Raum herzustellen. Besonders grüßen wir bei diesem Projekt den Ausbau vom Willesweg klären für ein paar Familien Elven. Als Präsident vom Wünscher Tourismussyndikat weiß ich, wie wichtig es ist, dass der Norden an das Land überhaupt als Touristen auf Freizeitregion gefördert soll gehen. Besonders in dem Kontext muss man aber den Rekordwachstum kritisch sehen. Weil wir eben nicht Tokio wollen, mehr eine Region, wo auch der ländliche Charme da seinen Platz hat, als lo an der Zeit die Wachstumsdebatte anzugehen. Ehe zu spät als am Reis bewegen an einem Hamsterrad, was uns immer zu mehr Wachstum zwingt. Wir sind ich denke, an Banden allein, was für ein schönes Land das wir leben. Kommen wir sicher dafür, dass es doch in Zukunft schön und lebenswert bleibt für alle Bürger hier am Land und für uns Gäste. Und ich sage nicht merci für den Anlauf.